Genau so tönt es bei einem Fußballmatch einmal fast, oder, wenn du am Fernsehen schaust. Genau diese Fußballkommentare faszinieren den Joel sehr. Ihn überrasche ich heute zusammen mit seinem Bruder Joshua. Dank uns sitzt der Joel schon ganz bald neben einem richtigen Fußballkommentator, neben dem Sascha Rufer. Ich bin Anna Zöllig, ich erfülle Wünsche. Ich verstecke mich da jetzt gerade hinter einem Busch. Ich bin bei einem bekannten Wasservergnügungs... Nein! Hoppla, das probieren wir noch mal. Nichts passiert. Ich verstecke mich da gerade hinter einem Busch. Ich bin bei einem bekannten Wasservergnügungspark St. Gallen und ich fange den Joel ab. Er ist unterwegs mit seiner Familie, die ist eingeweiht. Besonders sein Bruder, der Joshua, der hat sich nämlich bei mir gemulden. Und ja, der Joel meint, er geht baden, aber ich sage mir jetzt dann grad, dass er nicht baden geht. Und du kannst mitschauen, wie er da reagiert. Badum, 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 badum. Jetzt können wir, glaube ich, ein paar zu laufen. Könnte es sein, dass das sind? Stopp! Hallo miteinander. Hoi Joel, ich bin Anna. Ich habe mit dem Joshua zusammengespannt. Was geht da gerade ab bei dir in deinem Kopf? Nicht so viel. Nicht so viel, das verstehe ich. Ein bisschen graue Wolken. Ja. Ich habe eine Überraschung für dich, zusammen mit dem Joshua. Du hast gemeint, du gehst baden, gell? Die Mami hat sogar noch Geburtstag heute. Ja. Ja. Jetzt haben wir dich ein bisschen angeschaut. Die Familie, die lassen wir hier. Und wir gehen das dritte, gehen wir noch mit an. Ich sage dir noch nicht wo, aber was dir schon mal verraten ist, wir gehen nicht baden. Ja. Hast du Bock zum Mitkommen, trotzdem? Ja. Dann würde ich sagen, auf einen gemeinsamen Tag. Sind wir angekommen beim Kivon-Park, hier in St. Gallen. Ja. Fußballstadion. Fußball, bei dir glaube ich auch ein Thema, gell? Erzähl mal. Also ich tue shooten, Summiswald. Du? Ich auch. Ich spiele im gleichen Team wie er. Und gerne mal ein Match schauen und so. Ja. Gehen wir ab und zu, oder? Ja. Ja. Und was machst du sonst so in der Freizeit? Ein bisschen mit Freunden treffen oder auch sonst allgemein gerne Sport machen. Du? Ich eigentlich auch etwa das Gleiche und ein bisschen Töffel fahren, ein bisschen dran rumschrauben oder so. Ah, du bist eben schon 14, gell? Du darfst schon wieder Töffel durchs Dorf fräsen. Fußball schauen in echt und im Fernsehen gibt es natürlich auch. Schaust du mal auch im Fernsehen? Ja, wenn ich nicht ins Stadion komme schon. Ja. Was schaust du da so gerne? Ich? Wir sind bei einem Fußballstadion. Du hast gerne Fußball. Wenn wir einfach mal ein bisschen ins Stadion anschauen? Können, ja. Gut. Wow, was für ein Blick. Hey. Ja. Hä? Der grüne Rasen, der da so erstrahlt. Wow. Ja, schön. Was sind denn für internationale Clubs Fan? Bayern. PSG. Das Stadion ist ja schon eindrücklich, aber jetzt geht es in die Regie von SRF Sport. In der Regie wird das produziert, was du nachher im Fernsehen siehst. Wenn ich dem Kameramann sage, ich gebe dem Goalie den Ziggy, Ja. dann sucht er den Ziggy und sobald er scharf ist, mache ich Tack und dann ist der Ziggy im Bild. Und gestern sind wir zu Winterthur. Oh, jetzt siehst du gerade ein schönes Goal, musst du schauen. Winterthur, wieder eine Heimatstadt. Du kannst einfach hier oben drücken. Jetzt können wir miteinander arbeiten. Schau, jetzt hast du hier das Goal nochmal. Ja. Wow! Und jetzt bist du wieder Regisseur, Joel. Ja. Hat er es gut gemacht? Ja. Nein, ein bisschen schnell, oder? Ein bisschen vielleicht. Ja? Jetzt hast du noch einen schönen Jubel, schau mal. Hast du gesehen? Ja. Den Jubel. Da könnte man eigentlich auch noch etwas dazu kommentieren. He? Könnte man, ja. Hast du denn ein Vorbild? Beim ersten Sascha Rufer. Wow, wenn wir die zwei hier mal schnell machen, dann machst du das zweite. Ja. Siehst du, und jetzt kannst du im Prinzip hier bewegen. Der Joel wird ja gerade noch ein bisschen abgelenkt. Da. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist eigentlich nur Ablenkung. Die eigentliche Überraschung kommt erst. Warum hast du ihn eigentlich bei mir angemeldet für Anna erfüllt Wünsche? Ja, ich finde einfach, er hat es verdient. Und immer, wenn wir daheim ein Match schauen, tut er dazu kommentieren und irgendetwas halt dazu machen. Und es ist, glaube ich, sind eigentlich alle wach. Das macht er einfach wirklich gerne. Und auch eigentlich automatisch.
Das macht es mir wie einfacher und dann redet er die ganze Zeit. Du hast ja, glaube ich, auch dich bei mir gemeldet, weil es auch so eine schwierige Geschichte gibt, glaube noch mit seinem Gotti. Ja. Was ist da passiert? Also, sie hat eigentlich den Kontakt abgebrochen und er ist eigentlich wie, er ist lange eigentlich traurig gewesen. Dann habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich auch noch ein Grund, ihm einen Wunsch zu erfüllen. Umso mehr ihn zum Lachen und Strahlen bringen. Hoffen wir, dass das passiert. Mal schauen. Ich bin gespannt, wie es klappt mit der Überraschung. Und falls auch du einen Freund oder eine Freundin hast, oder vielleicht auch ein Geschwisterchen, so wie der Joshua, dann melde dich bei mir, wenn du diese Person auch möchtest überraschen. Ich sammle immer wieder Überraschungsideen. Du kannst mir sie schicken, deine auf srfkids.ch. Schau, du darfst mal da sitzen. Weißt du, was das ist? Vom Kommentator oder so. Ja, genau. Du hast vorher mal den Sascha Rufer erwähnt. Was findest du an ihm denn cool? Ja, so, er nimmt eigentlich kein Blatt vor den Mund, er redet einfach so ihm halt der Schnabel gewachsen ist. Ich habe eine Überraschung für dich, Joel. Du bist Joel, gell? Der Sascha Rufer ist meine Überraschung für dich. Danke. Siehst du mal, wie das so läuft? Ich habe gehört, du bist mein Assistent heute, ist das richtig? Du bist mein Assistent? Ich habe keinen Assistent mitgenommen. Jetzt heisst der Joel ist im Stadion, der will eigentlich Journalist werden. Er hat gesagt, ich könnte dich brauchen als Assistent. Hast du Lust? Ja. Super. Ich habe dort für jeden Spieler ein einzelnes Feld gemacht. Da steht so ein bisschen das Wichtigste drin. Hier zum Beispiel, wie viele Spiele hat er gemacht, wie viele Goal hat er geschossen, wie viele Assists hat er gegeben, und etwas zu seinem Leben. So kann ich nachher kommentieren. Und der Unterschied zwischen dir, wenn du daheim sitzt, und mir, die hier sitzen, ist ja meistens der, du kannst mit einem Kollegen oder mit einem Bruder noch sagen, ja, was spielen die für einen Stiefel? Das stimmt hinten links nicht, stimmt vorne rechts nicht. Und das habe ich grundsätzlich nicht. Und darum brauche ich den Assistent. Das heisst, ich werde zwischendurch morgens ausschauen und sagen, hey, Joel, wie siehst du das Spiel? Siehst du so, dass sie hinten rechts Probleme haben? Oder dass sie da vorne nicht in den Griff bekommen? Und wenn du sagst, ja, nein, für mich ist es eventuell etwas anders, dann kann ich das für mich reflektieren. Und dann weiss ich muss nicht ganz so absolut etwas sagen. Es ziemt sich wieder an, Spiele zu gehen, Spiele sich im Stadion anzuschauen. Herzlich willkommen aus St. Gallen. Es ist alles möglich. Der FC Sion eine Art Wundertüte, aber diese Bezeichnung ist mit Vorsicht zu genießen. Babic. Die Grätsche von Seredier bewahrt den FC Sion vor Schlimmerem. Sag mal, wie siehst du das Spiel? Ja, St. Gallen ist eigentlich besser. Vielleicht schon, ja. Ja. Sie machen zu wenig. Sie machen zu wenig. Keine Idee noch. Nicht, bevor ist beide. Es bestätigt sich eigentlich auf dem Platz das, was augenfällig ist. Der Umstand nämlich, dass die St. Galler die bessere Mannschaft sind, aber dass ihnen die Ideen etwas fehlen. Die zünden die Ideen auf den letzten 20 Metern. Rossetti. Und jetzt Gürgic, Tor! Tor für den FC Sion. Das Ganze in der 41. Minute. Aber das Tor zählt offenbar nicht. Und dann ist sie vorbei, die erste Halbzeit. So, Joel, wie ist das bis jetzt so? Sehr cool. Wie geht das da vonstatten? Ja, von Sascha tut einfach kommentieren, dann kann ich ausschalten, wenn ich, kann ich blöd gesagt mit mir reden. Und ja, dann sehen wir einfach alle verschiedene Ansichten und so. Also ich finde es eigentlich alles cool hier, wie man die Technik und alles. Dann wünsche ich eine gute zweite Halbzeit. Also mal die Aktion, die Frage natürlich Elfmeter oder nicht. Die Aktion hier, wir schauen genau hin. Ja, es ist ein Elfmeter. Schon so gesehen, Ja, ganz klar. Oh, das sieht aber trickreich aus, was die St. Galler da machen. Sie bleiben am Ball. Görtler, oh, schön gespielt. Jetzt vielleicht der Lange. Schubert jetzt aber. Ja! Lüchinger bringt den FC St. Gallen 1:0 in Führung. Und der jubelt wie ein Irrer aus dem einfachen Grund, weil es sein erstes Tor ist in der Super League. Er hat noch nie ein Tor geschossen. Heute spielt er zum 77. Mal in der Super League und markiert heute seinen ersten Treffer.
Am Anfang war der Joel noch ein bisschen schüch, jetzt ist er, glaube ich, total aufgegangen auf seinem Kommentatorenplätzchen. Sehr cool gewesen mit dir, Joshua, danke. Falls dir solche Überraschungen gefallen, lass ein Abo da bei SRF Kids auf YouTube. Ich habe noch viel mehr Wünsche erfüllt schon. Zum Beispiel bin ich mit Thierry ums Matterhorn herumgeflogen. Hey, was ist da los? Vielleicht kommt jetzt hier. Wir müssen echt ein bisschen Gas geben. Ja. Guaro steigt, kommt nicht an den Ball, aber Cabaret hat den Ball. Cabaret zur Mitte, Tor! Guaro macht das Tor zum Ausgleich in der Nachspielzeit.